schon imposant, so ein Leuengebrüll. So richtig majestätisch. Ja, man sagt ja auch, der Leu sei der König der Tiere. Das stimmt zwar nicht ganz. Er war schon mal König der Tiere, aber dann... Nein, das ist so eine komplizierte Geschichte. Die erzähle ich euch am besten ganz von Anfang an. Also, ganz am Anfang. Da haben die Tiere überhaupt keinen König gehabt. Überhaupt keine Regierung. Sie haben gar nicht an so etwas gedacht. Sie haben viel zu tun mit Fressen und Jagen und Pfusen und Spielen. Aber eines Tages, wo der Leu gerade mit seiner Frau einen Verdauungsspaziergang durch den Urwald gemacht hat, hat er plötzlich etwas ganz Komisches gesehen. Du, sag mal, was hängt denn da für ein Zettel als einen Baum? Das ist ein Plakat. Wahrscheinlich hat das Eichhörnchen wie jedem Winter wieder zu viel Nüsse gesammelt und macht jetzt im Frühling einen Ausverkauf. Dass nicht dort etwas gehst posten, nur wegen der billigen Preise. Ja. Du weisst, was ich von vegetarischer Kost halte. Nicht. Ja, aber Leo, es wird dir nur gut tun. Jawohl, so eine Rohkostwoche, gerade im Frühling, sollte man den ganzen Körper wieder einmal richtig durchputzen. Los, Frau. Wenn du einen Körnli-Picker als Mann hast wollen, dann hättest du keinen Leu müssen heiraten, sondern einen Gückel. Ja. Ich brauche auf jeden Fall ein saftiges Stück Fleisch und sonst nichts. Da kann das Eichhörnchen seine alten Nüsse noch so billig anpreisen. Ein für alle Mal. Du, das Plakat ist gar nicht vom Eichhörnchen. Sondern? Vom Stinktier. Ja, verkauft er jetzt auch schon Rohkost? Nein, es geht um etwas ganz anderes. Lies doch einmal. Ich habe meine Brille gerade nicht dabei. Ja, ich habe dir schon 100-mal gesagt, wenn dir der Doktor eine Brille verschreibt, dann musst du sie auch tragen. Ja, sonst werden deine Augen nur immer schlechter. Und ich habe dir schon 100-mal gesagt, ich kann nicht mit einer Brille auf die Jagd. Ja, schon. Ich bleib da jedem zweiten Strauch hängen. Und überhaupt. Was macht denn das für einen gattigen Leu mit einer Brille? Nein, Kontaktlinsen, das wäre eine Möglichkeit. Ja, aber die sind ja leider noch nicht erfunden. Also, lies mir jetzt vor, was Stinktier auf sein Plakat geschrieben hat. Es hat geschrieben. Einladung an alle Tiere im Urwald. Am nächsten Sonntag, nachmittags 4 Uhr, treffen sich alle Urwaldbewohner auf der großen Lichtung bei den Affenbrotbäumen. Es Fest. Das ist endlich mal etwas Vernünftiges. Wir zwei sind schon viel zu lange nicht mehr miteinander tanzen. Scheiße. Ja, ich glaube nicht, dass es um ein Fest geht. Ja, für was sollte ich sonst mitten im schönsten Sonntagsschlaf zu den Affenbrotbäumen trampeln? Na, da steht... Es ist höchste Zeit, dass auch wir Urwaldtiere die Zeichen der Zeit erkennen und uns richtig organisieren. Deshalb wird hiermit eine große Volksversammlung einberufen. Volksversammlung? Ja. Für was sollte sich das Volk versammeln, ausser zum lustig haben miteinander? Ja, ich glaube, es geht um Politik. Politik? Was ist das wieder Neues? Aber Leo, also das musst du doch wissen. Das Einzige, was ich muss wissen, ist der Unterschied zwischen einem Kotelett und einem Schnitzel. Aber Leo, Politik ist doch jetzt die ganz grosse Mode. Da redet doch der ganze Urwald davon. Ich nicht. Ich interessiere mich nicht für so neumodisches Zeug. Was macht man denn da in dieser Politik? Gibt's da wenigstens etwas zu essen? Nein, Politik ist hauptsächlich Reden. Dann bleibe ich am Sonntag daheim. Nein, da steht, alle Tiere, die den Urwald lieben, sollen unbedingt kommen, denn bei dieser Versammlung werden wichtige Entscheidungen getroffen. Was für Entscheidungen? Ja, das weiß ich auch nicht. Ich nehme an, da wird zuerst über etwas diskutiert und dann wird darüber abgestimmt und das gilt dann. Und dem sagt man Politik. Jawohl. Also, wenn du mich fragst, das ist eine von diesen verrückten Moden, die sich nicht durchsetzen. So wie mal das Hula Hopp oder der Rubikwürfel. Wer hat das Ganze eigentlich erfunden? Menschen. Dann wundert mich gar nicht mehr. Menschen erfinden und Stinktier macht's nach. So. Nein, an dieser Versammlung sieht man mich ganz sicher nicht. Aber Leo... Schluss, ich bleibe daheim. Und wenn ihr solche Diskussionen von euren Eltern kennt, dann wisst ihr jetzt ganz genau, wie es rausgekommen ist. Die Frau Leu hat zuerst noch ein bisschen gemüdet, dann ein bisschen gestritten und am Schluss ein bisschen geschmeichelt.
Und natürlich hat sie sich durchgesetzt und der Loi ist an die Versammlung gegangen. Er hat sich sogar seine Mähne frisch geföhnt. Und das ist etwas gleich, wie wenn ein Mensch extra eine Krawatte anziehen würde. Es wäre aber auch schade gewesen, wenn er nicht dort dabei gewesen wäre. Es ist nämlich hoch zu und her gegangen, dort, bei den Affenbrotbäumen. Ruhe bitte! Ruhe! Liebe mit dir! Das Organisationskomitee von der ersten politischen Versammlung im Urwald hat einstimmig beschlossen, dass ich, Stinktier, die Versammlung leite und deshalb... Darf ich mal fragen, wer ist das Organisationskomitee? Ich natürlich. Ah. Wie gesagt, das Organisationskomitee hat mich zum Versammlungsleiter gewählt. Als Versammlungsleiter habe ich eine Traktandenliste aufgestellt. Auf dieser Traktandenliste stehe ich als einziger Redner und darum erteile ich mir jetzt das Wort. Was machst du mit dem Wort? Ich erteile es mir. Und was bedeutet das? Dass ich darf reden und ihr müsst zuhören. Und wenn ich etwas sagen will? Dann musst du mich ums Wort bitten. Dann verteilst du mir's auch. Nur wenn ich will. Schließlich bin ich der Versammlungsleiter. Das ist ja so in der Politik. Das macht aber keinen Spass. Kommt, wir spielen etwas anderes. Jetzt hört doch zuerst einmal zu, was ich euch sagen will. Ja, lasst Stinktier reden. Es ist mir sowieso lieber, es schwätzt nur einen aufs Mal, als immer alle durcheinander. Das Geschnurr weckt mich jedes Mal aus meinem Mittagsschläfchen. Liebe mit dir. Mit der heutigen Versammlung fängt bei uns im Urwald ein neues Zeitalter an. Bis jetzt haben wir geschlafen. Natürlich habe ich geschlafen. Aber die Frau hat mich ja geweckt, damit ich an die Versammlung komme. Aber Leo... Bis jetzt haben wir geschlafen. Aber jetzt sind wir wach. Wir haben erkannt, so wie bis jetzt geht es nicht weiter. Wir haben einfach so in den Tag hineingelebt. Ohne jede Ordnung. Also das stimmt nicht. Bei mir in der Höhle ist immer das Zuhause. Ohne jede staatliche Ordnung. Das ist früher vielleicht so gegangen. Aber in der heutigen Zeit geht das nicht mehr. Auch wir im Urwald brauchen die Richtungen von einem modernen Staat. Wir brauchen zum Beispiel Steuern. Aha, ja, und was ist das? Du hast nicht das Wort. Ja, schon möglich, aber ich bin ein Elefant und habe einen Rüssel und mit dem kann ich viel Leute darum betteln, als du kannst reden. Soll ich das mal zeigen? Nicht nötig, nicht nötig. Ich erteile am Elefant das Wort. Dankeschön. Ich kann nur wissen, was das ist. Steuern. Das ist ein jährlicher Betrag, wo jeder Bürger überkommt. Oh, das finde ich aber noch eine prima Idee. Jeder kommt etwas über. Das ist doch eine gute Sachpolitik. Nein, Steuern sind... Könnte ich vielleicht mitteilen in Blätter haben? Möglichst frisch und möglichst grün. Ich habe nämlich im letzten Monat nur 50 Kilo zugenommen. Und der Doktor meint, das ist schon fast Unterernährung. Das Wunder ist der unterernährt, wenn er immer nur Rohkost frisst. Aber Leo... Nicht alle durcheinander. Steuern kommt man nicht über, Steuern muss man zahlen. Was? Also dann spiele ich nicht mit. Ich habe jetzt schon immer mehr Appetit, als es Blätter hat. Und überhaupt, was kommt denn die Steuern über? Wir alle? Ich verzichte. Von grünen Blättern komme ich Durchfall über. Aus den Steuern werden die Sachen gezahlt, die allen Tieren zugutekommen. Zum Beispiel Strassen. Also von meinen Steuern werden keine Strassen gezahlt. Wir Vögel brauchen überhaupt keine Strassen. Aber der Luftverkehr, von dem muss etwas gemacht werden. Jedes Mal im Frühling
wenn die ganzen Zugvögel in den Orten zurückfliegen. Kommt mir vor lauter Stau gar nicht vorwärts. Dann geht doch zu Fuß. Ja, das finde ich auch. Und damit wir von euch vertrampelt werden. Ihr Trampeltier. Trampeltier. Da hat mir Trampeltier gesagt. So etwas muss ich mir nicht bieten. Ich komme aus einer von der vornehmsten Kamelfamilien vom ganzen Urwald. Ich muss mir das nicht bieten. Doch nicht handeln. Wenn die von meinen Steuern Strassen bauen. Ruhe bitte! Ruhe! Das sind ja bis jetzt alles nur Beispiele. Wir brauchen auch noch einen Haufen andere Sachen hier im Urwald. Zum Beispiel Beamte. Irgendjemand muss doch darauf achten, dass alle Gesetze eingehalten werden. Was ist das? Ein Gesetz? Das ist eine Regel, die festlegt, das, was man machen muss und was man nicht machen darf. Wenn jemand bestimmen will, dass ich Rohkost fressen muss, das könnt ihr gerade vergessen. Und wer macht überhaupt die Gesetze? Wir alle. An jedem Sonntag machen wir da eine Versammlung. Und dann diskutieren wir das alles und stimmen darüber ab. Und dann... An jedem Sonntag? Manchmal auch am Mittwoch, wenn es einen Haufen zu besprechen gibt. Aber ohne mich. Am Mittwoch treffen sich immer alle Leute im Leuen zum Stamm. Oh, und wir Vögel haben am nächsten Sonntag die Kunstflugmeisterschaft. Und die Elefanten können sowieso nicht so lange Pause machen beim Blätterfressen. Also, ich würde schon kommen, aber ich weiss natürlich nicht, ob das langt, um die spielen. Nur ein Stinktier und ein Kamel. Ja, nein, ich glaube, wir lernen das gescheit. Ja, das ist Lassen doch endlich mal einen Moment zu. Liebe mit dir. Als vorausschauender und weitblickender Politiker habe ich das Problem natürlich erkannt und habe euch auch eine Lösung anzubieten. Ich komme auf jeden Fall nicht an jedem Sonntag an einer Versammlung Gesetze machen. Das ist doch auch gar nicht nötig. Ich bin bereit, das schwere Opfer auf mich zu nehmen und die ganze Arbeit allein zu machen. Und wie soll das gehen? Ganz einfach. Ihr wählt mich zum König und dann mache ich alle Gesetze allein. Und ihr müsst euch nur noch dran halten. Das ist jetzt aber sehr nett vom Stinktier. Ich weiß nicht recht, nein. Ich weiss auch schon, auf welchen Namen ich mich dann krönen lasse. König Stinky der Erste. Das klingt noch schön. Und dann wolltest du auch alle Steuern zahlen. Nicht direkt, aber ich würde dafür sorgen, dass sie gezahlt werden. Das ist aber wirklich nett vom Stinktier. Also, wählt ihr mich zum König? Ja oder nein? Wählen? Wie geht das? Passet auf, ich erkläre es euch. Ihr müsst einfach... Ruhe bitte! Leo! Könnt nicht jemand einem Leu einen Schupf geben, dass er aufhört zu schnarchen? Nein, ich schon nicht. Das ist mir viel zu gefährlich. Aber bei dem Krach können wir ja die Wahl gar nicht durchführen. Dann machen wir das ein anderes Mal. Ich habe jetzt sowieso viel zu fest Hunger. Irgendjemand muss es doch hier noch einen Baum haben mit einem Haufen frischen Blättern. Und ich sollte auch noch ein paar Würmer heimbringen. Ja, aber wir können doch nicht einfach... wir müssen doch noch... Ich war schon noch da. Aber nicht genügend wählen. Die Versammlung ist verstanden. So ist das Stinktier an diesem Sonntag doch noch nicht König der Tiere geworden. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben.
Das Stinktier hat für den nächsten Sonntag gerade nochmal eine Versammlung einberufen und die Zeit bis dahin gut ausgenützt. Ein Tier nach dem anderen hat einen Besuch von ihm bekommen. Wahlkampf, sagt man dem. Zuallererst ist das Stinktier bei der Frau Kamel aufgekreuzt. Schön hast du es da bei dir daheim, wirklich schön. Findest Ja, und so elegant eingerichtet. Das findet man nicht überall, dass jemand so viel Geschmack hat. das Bild hier habe ich selber gemalt. Es heisst Kamele im Sandsturm. Wunderschön. Ganz wunderschön. Nur, ich sehe gar kein Kamel drauf. Das ist eben wegen dem Sandsturm. Ah ja, sehr künstlerisch. Los mal, warum ich gekommen bin. Ich kann nur fragen, du stimmst doch für mich als König am nächsten Sonntag, gell? Ja, weisst, ich verstand halt nicht so viel von solchen Sachen wie die Politik. Politik. Eben, siehst du, ja. Und darum ist es vielleicht gescheiter, ich sag gar nichts. Ah, findest du? Da wird sich der Kakadu freuen. Der erzählt nämlich überall umeinander, du sagst viel zu blöd, zum wissen, für wen du müsstest stimmen. Das hat er gesagt. Noch viel mehr. Alle Kamele sind dumm, hat er gesagt. Darum könnt ihr euch nie für etwas entscheiden. Das lasse ich mir nicht bieten. Gerade das Leid stimme ich für dich. Nur um es dem frechen Vogel zu zeigen. Ich will dich natürlich auf keinerlei Art beeinflussen. Mehr beeinflusst niemand. Ich stimme für dich als König und fertig. Als nächstes ist das Stinktier zum Kakadu gegangen. Oh. Ganz schön hoch oben wohnst du. Ist ja auf so nicht gemacht. Wir können fliegen. Was willst du? Wir überschnurren, hä? Dass ich dich zum König wähle. Aber überhaupt nicht. Ich kann dich nur etwas fragen. Was? Weisst du zufällig, wo man könnte einen grösseren Posten schöne farbige Federn kaufen? Für was? Weisst, für den Fall, dass ein König gewählt würde, man muss ja alles denken, dann würde man einen Haufen Gesetze und Vorschriften müssen aufschreiben. Und für das braucht man natürlich Federn. Ich bin sicher, da würde einen guten Preis dafür gezahlt. Einen sehr guten Preis. Von mir könntest du Federn haben. So viel als du brauchst. Es geht mir sowieso ständig ein aus. Das ist aber nett von dir. Wirklich sehr nett. Aber ich glaube nicht, dass ich von deinem Angebot Gebrauch machen kann. So wie es aussieht, werde ich nicht genügend Stimmen bekommen, um gewählt zu werden. Aber es ist ja gleich. Es ist sowieso ein schwerer Beruf. Und du wirst deine Federn sicher auch noch jemand anders los. Also, nicht für ungut. Warte mal. Nicht so schnell. Das muss ich mir überlegen. Wenn ich dir meine Stimme gebe, dann kaufst du dafür meine ausgehenden Federn. Und dann ist das Stinktier mit dem Elefant reden. Ah, du bist die Hai-Elefant. Lass dich nicht stören, gell? Iss nur weiter. Das mache ich einen weg. Weisst, ich hatte da nur so einen Einfall gehabt. Wenn ich König sollte werden, dann würde ich ein Ministerium für grüne Blätter einrichten. Und da habe ich gedacht, ganz unverbindlich natürlich, ob das nicht etwas für dich wäre, in dem Ministerium der Minister zu werden. Es gibt ja kaum jemanden, der von dieser Sache mehr versteht. Ja. Was hat man denn da zu tun? So als Minister? Nichts und wenig.
fast nichts. Nur die Qualität der Blätter musst du überprüfen. Das heisst, du müsstest sie einfach essen. Nur die frischesten und die grünsten. Du ganz Tag nur essen? Klar, ein Minister sammelt seine Blätter nicht selber. Für das hat er seine Mitarbeiter. Ich weiss natürlich nicht, ob dich das interessiert. Und wie mich das interessiert. So hat das Stinktier ein Tier nach dem anderen bearbeitet und schließlich hat die Königswahl ganz sicher gewonnen. Und so hat das Stinktier die Versammlung am nächsten Sonntag eröffnet. Liebe Mittier, wir kommen jetzt zur Wahl vom König der Tiere. Ich stelle fest, dass ich als einziger Kandidat nominiert worden bin. Und wir schreiten deshalb sofort zur Abstimmung. Wer dafür ist... Halt! Aber was ist los? Du bist nicht der einzige Kandidat. Ich habe mir das überlegt. Ich stelle mich auch zur Wahl. Ja, aber das geht doch nicht. Das ist doch... Ich werde doch... Wieso sollte ich jemanden wählen? Ganz einfach, will ich jeden auffressen, der mich nicht wählt. Oh je. Ist das klar? Ja, meine Stimme kannst du schon haben. Mir natürlich auch. Ich will keine Lampe mit einem Leu. Und ich stimme auch für eine Reue. Ich friss meine Blätter auch, wenn ich nicht Minister bin. Ich stelle fest, dass ich einstimmig gewählt worden bin und erkläre, Herr Präsident, ich nehme die Wahl an. Bravo. Und ich? Du bleibst ein ganzes gewöhnliches Stinktier. So ist der Leu König der Tiere geworden. Aber er ist es nicht lang geblieben. Er hat nämlich gerade sofort nach seiner Wahl eine Rede gehalten. Und die ist so gegangen. Nachdem ich jetzt der König bin und alles bestimme, bestimme ich Folgendes. Ab sofort gibt es im Urwald keine Versammlungen mehr und keine Wahlen und überhaupt keine Politik. Wir Tiere haben Gescheites zu tun. Zum Beispiel am Sonntagnachmittag ganz gemütliches Schläfchen machen. Wenn wir nur diskutieren und streiten, dann können wir ja gerade Menschen werden. So, und damit tritt